Die weiße Frau von Burg Wolfegg, eine Spukgeschichte zu Halloween. Die Burg Wolfegg, gelegen nördlich von Regensburg in der Oberpfalz, gilt als eine der besterhaltenen Burgen der Region. Doch abseits ihrer mächtigen Mauern und historischen Pracht birgt sie ein düsteres Geheimnis: die Geschichte der weißen Frau, die hier angeblich spukt. Im 15. Jahrhundert lebten auf der Burg Ulrich von Laber und seine Frau Clara, geborene von Helfenstein. Ulrich wird als ehrgeizig und machtbesessen beschrieben, jemand, der sich vor keiner Intrige scheute, um seinen Willen durchzusetzen. Sein Interesse galt auch dem nahegelegenen, wohlhabenden Hammergut Heizenhofen, das ihm der dortige Hammerherr trotz aller Angebote nicht verkaufen wollte. Als Ulrich schließlich die Geduld verlor, ersann er einen finsteren Plan. Er zwang seine schöne Frau Clara, dem Hammerherrn den Hof zu machen, um auf diese Weise Einfluss zu gewinnen. »Nein, Ulrich, das kannst du nicht von mir verlangen«, schrie Clara ihren Mann an. »Du tust, was ich dir sage, Weib.« Widerwillig fügte sie sich und besuchte das Hammerschloss. Doch entgegen Ulrichs Erwartungen entwickelten Clara und der Hammerherr tatsächlich zarte Gefühle füreinander, und es dauerte nicht lange, bis die verbotene Liebe der beiden im Umfeld der Burg tuschelnd zur Sprache kam. Als Ulrich schließlich von der Affäre erfuhr und zudem einen Liebesbrief Claras an den Hammerherrn in Händen hielt, kochte seine Eifersucht über. In blindem Zorn beschloss er, Rache an seiner Frau zu nehmen. 2 Bauern, die ihm auf dem Weg begegneten, wurden kurzerhand angeheuert, um Clara zu töten. In einer einsamen Ecke des Wehrgangs, wo sie unbeobachtet weinen konnte, spürte Clara plötzlich eine Gestalt hinter sich. Im Glauben, es sei ihr Ehemann, drehte sie sich um, doch stattdessen packte sie einer der Mörder und stieß sie erbarmungslos in die Tiefe. Dieser Nacht erschien Ulrich, eine weiße, schimmernde Gestalt. Es war Clara. Mit tränenerstickter Stimme sprach sie zu ihm. »Nicht freiwillig schied ich aus dem Leben. Ich war doch davon überzeugt, dich am nächsten Morgen von meiner Unschuld überzeugen zu können.« Seit jener Zeit sollte sie als weiße Frau durch die Gänge der Burg wandeln und keine Ruhe finden, bis ihre Unschuld bewiesen ist. Viele Berichte von seltsamen Vorkommnissen auf der Burg Wolfegg, besonders im Gobelin-Zimmer und im Weißen Zimmer, haben Parapsychologen und Neugierige angelockt. Unheimliche Erscheinungen und unerklärliche Kälte sollen besonders dort zu spüren sein, wo sich einst Verbrechen abspielte. Selbst die heutigen Burgführer sind überzeugt, dass die Burg nicht zur Ruhe kommt, dass Clara weiterhin ihren Frieden sucht. Wer nun mutig genug ist, kann sich selbst auf die Spuren der weißen Frau begeben. Vielleicht begegnet man ihr auf den uralten Fluren von Burg Wolfegg, der gequälten Seele, die noch immer auf Erlösung hofft. Eine der zahlreichen Sagen aus der Oberpfalz.